Ja, wo beginne ich da? Vielleicht eben, ich bin Anfang der 90er Jahre nach Kärnten gezogen und habe dann Mitte der 90er an der Uni Klagenfurt zu studieren begonnen, habe im Südkärntner Raum damals mit meiner Familie gelebt und bin dann im Rahmen des Studiums irgendwie auf den Berschmannhof gestoßen. Das ist bei einer Vorlesung genannt worden. Und da dachte ich mir eigenartig, ich lebe jetzt seit mehreren Jahren schon da in diesem Südkärntner Raum und habe noch nie etwas vom Berschmannhof gehört. Und das war dann gerade so in dieser Zeit, wo ich überlegt habe, zu welchem Thema ich die Diplomarbeit schreiben möchte. Und ja, und das war eigentlich dann relativ schnell klar, dass das rund um den Berschmannhof angesiedelt sein sollte, dieses Thema. Ich habe mich dann beim Partisanenverband vorgestellt, habe gesagt, dass ich den Museumsdienst oben übernehmen möchte, und da hatte ich das Gefühl, also mein Gespräch war mit dem Peter Kucher, da hatte ich das Gefühl, und das ist mir dann später auch erzählt worden, dass da alle recht erstaunt waren, warum da jetzt plötzlich da jemand aus Oberösterreich daherkommt, die seit ein paar Jahren in Kärnten lebt und jetzt den Museumsdienst am Berschmannhof machen möchte. Ja. Und der Peter Kucher hat dann auch Erkundigungen über mich eingeholt, ob ich eine vertrauenswürdige Person bin und im Interesse der Sache eben das Museum und den Berschmannhof eben betreuen würde. Und das ist ihm von mehreren Personen scheinbar bestätigt worden. Auf jeden Fall ist dann ich glaube, das war der Sommer 1999, glaube ich. Das war dann mein erster Sommer oben am Berschmannhof. Ja, die Partisanen sind mittlerweile in ein Alter gekommen, wo man sagen muss, da muss man sich überlegen, okay, wie treibt man ihre Arbeit einfach auch voran und erhält sie eben auch für die Zukunft. Ja? War irgendwie so die Diskussion, wie kann man das unterstützen, ja? Dass man das sicherstellt, dass der Berschmannhof als Gedenkort erhalten bleibt und sich auch eben weiterentwickelt. Ja? Und da war so die Diskussion, soll man einen eigenen Verein gründen oder soll man dem Partisanenverband beitreten? Was können wir als jüngere Generation tun, eben da mitzuarbeiten? Und da ist dann in vielen Diskussionen, auch die Lisa Rettl war da natürlich maßgeblich beteiligt, ist da die Idee entstanden, einen Verein zu gründen, ja, und da ist eben dann die Tina Leisch als erste Obfrau dann zur Verfügung gestanden. Ja, und parallel dazu habe ich eben das Studium an der Universität abgeschlossen. Ich hatte eben das Studium Pädagogik in Kombination mit Psychologie und psychosozialer Praxis, und das war damals so, dass man da einen Studienschwerpunkt wählen konnte, und mein Schwerpunkt war Pädagogik und Kultur. Und gerade so in den 90er Jahren ist in Österreich und eben überhaupt so in diesem deutschsprachigen Raum das Thema Gedenkstättenpädagogik irgendwie zum Thema geworden, ja? Dass es eben eine eigene Pädagogik an Gedenkstätten geben sollte, abseits von Betroffenheitspädagogik, Schockpädagogik oder so. Ja? Und das war einfach was mich total interessiert hat. Also einerseits diese Tradierung von Geschichte in Familien und wie das über Generationen weitergeht. Ja? Und auf der anderen Seite aber auch das Thema, wie kann man NS-Geschichte und eben auch diese Verbrechensgeschichte eben auch so vermitteln, dass sie eben für nachkommende Generationen Auseinandersetzung bietet, die letztendlich gesellschaftliches Zusammenleben auch weiterbringt. Ja. Auf der einen Seite hat es in Richtung Partisanenverband, glaube ich, ganz viel Beziehungsarbeit gebraucht, weil natürlich gerade die alten Partisanen, der Peter Kucher, der Libek Olenik, das waren alles Herren, die uns extrem zugetan waren, ja, und mit denen wir wirklich ganz viele interessante Gespräche geführt haben, ganz viele Stunden verbracht haben, von denen wir unglaublich viel gelernt haben. Ja. Trotzdem war es natürlich immer so mit einer bisschen einer Skepsis ihrerseits auch und verständlicherweise auch, ja, weil sie natürlich immer ein bisschen Sorge gehabt hätten, da könnten jetzt sozusagen fremde Leute kommen, Deutschkärntner kommen, ja, die ihnen ihren Berschmannhof wegnehmen, ihren Gedenkort wegnehmen, die da irgendwie das Zepter übernehmen wollen und das dann vielleicht nicht in ihrem Sinne fortführen. Ja. Und
Da hat es einfach ganz viel Beziehungsarbeit gebraucht, bis dass es denkbar war, mal an eine neue Ausstellung überhaupt zu denken. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat es aber auch eben, der Verein hat sich zuerst einmal etablieren müssen, der Vorstand hat schauen müssen, wie arbeiten wir zusammen, wer bringt welche Kompetenzen ein, wie können wir eben das schaffen, auch so viel Geld aufzustellen, ja, was wir für eine neue Ausstellung brauchen. Das war ja alles andere als leicht. Ja. Also es war ja nie so, dass wir irgendwo offene Türen vorgefunden hätten bei diversen Ämtern, sei es in Kärnten. Auf Bundesebene war es eher anders. Da haben wir mehr Unterstützung erfahren als zum Beispiel in den damaligen Jahren in Kärnten. Ja. Und das war eben dann der Verdienst von der Lisa Rettl, von Werner Koroschitz, von der Uli von Bank Schädler, die sich einfach auf diesen Prozess eingelassen haben und gesagt haben, wir machen die Ausstellung, wir bringen da ganz viel Arbeitsleistung auch ein, obwohl wir noch nicht wissen, ob wir am Ende des Tages dann diese Arbeit auch honoriert kriegen. Ja. Und so ist es eigentlich beim Berschmannhof in dieser Zeit, wo sich da viel getan hat, immer gegangen. Ja. Dass man mit ganz bescheidenen Mitteln einfach einmal angefangen hat und versucht hat, das Beste draus zu machen. Also ich habe viele Tage mit der Frau Anschi sitzend vor dem Berschmannhof im Schatten verbracht. Ja. Ich habe das nie gewagt, die Anschi zu ihrer Geschichte und zu dem Erleben des April 1945 zu befragen. Aber sie haben mir ja dann doch nach und nach immer wieder so ein bisschen Bruchstücke erzählt. Ja. Und wie sie das eben geschafft hat, da trotzdem in diesem Haus weiterzuleben und das zu ertragen, auch, ja, an dem Ort zu bleiben und sowas wie ein normales Familienleben dort auch zu leben, das hat mich schon sehr stark beeindruckt, wie das geht. Ja. Und das ist was mich extrem, also diese Widersprüche, die sind mir eben in so ganz vielen Facetten immer wieder in der Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit dieser Region, sind immer wieder in Erscheinung getreten. Ja. Also ich kann mich zum Beispiel auch erinnern an schon ein sehr prägendes Erlebnis, wo ich mit dem Dietmar Sedlacek unterwegs war, Gedenkstättenleiter von Moringen, also in Deutschland, in der Nähe von Göttingen, eben der Leiter dieser Gedenkstätte ist, die dieses Jugend-KZ, das es in Moringen unter anderem gegeben hat, eben auch leitet. Und er hat viele Recherchen in der Region gemacht, weil eben viele Kärntner, Slowenen, junge Jugendliche in Moringen inhaftiert gewesen sind. Und der hat dann irgendwann einmal entdeckt, ja, dass zwei Leute, die in Le Pen Zaun an Zaun über Jahrzehnte Nachbarn gewesen sind. Der eine war im Jugend-KZ Moringen inhaftiert und der andere war im Jugend-KZ Moringen inhaftiert. Und die zwei haben aber nichts davon gewusst. Die sind erst durch die Recherche von Dietmar Sedlacek draufgekommen, dass beide im gleichen Konzentrationslager inhaftiert gewesen sind und haben nach 1945 über diese Geschichte nie miteinander gesprochen. Ja? Und das sind einfach so, wo man sich immer denkt, es ist immer wieder so ein Erstaunen, wie gibt es das? Ja? Wie gibt es das? Wie muss eine Gesellschaft verfasst sein, ja? Dass es nicht möglich ist, über das zu sprechen, ja? Wo man sich sonst aber versteht, ja? Oder scheinbar versteht. Das eine sind die Gespräche eben in der Ausstellung oder eben am Vorplatz, wo es eben sehr viel eben um Inhalte auch geht und um dieses Ringen um Auseinandersetzung. Ja. Und abseits davon eben, wenn man dann eher in den gemütlicheren Teil übergeht, in den Teil, wo einfach viel Gastlichkeit auch gefragt ist, ja, dann werden die Geschichten oft oder die Auseinandersetzungen oft sehr persönliche. Da kommen auch viele persönliche Geschichten, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Und das sind eigentlich dann so die Begegnungen, die dann auch sehr stark verinnerlicht werden und auch Spuren hinterlassen. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich mir immer vorgestellt habe, was beim Berschmannhof unbedingt erhalten bleiben muss. Ja. Ich glaube, es braucht beim Berschmannhof so eine gewisse Professionalisierung unter Anführungsstrichen. Ja. Also man muss auf der einen Seite schauen, dass man
dass die Arbeit, die da oben geleistet wird, gut abgesichert ist, ja, sowohl finanziell als auch eben dann darauf folgend personell. Ja. Auf der anderen Seite darf aber diese Professionalisierung nicht zur Folge haben, dass diese Gastlichkeit und dieses sich Zeit nehmen und dieses Reden miteinander, ja, dass das dann vielleicht zu kurz kommt. Ja, und dass man vielleicht dann, wie das bei ähnlichen Museen und auch Gedenkstätten der Fall ist, dass man dann zum Beispiel auf Besucherzahlen extrem schauen muss, ja, und jedes Jahr Steigerung an Besucherzahlen sein muss. Das ist natürlich wichtig, weil ja das auch mehr Öffentlichkeit bringt und einen größeren öffentlichen Diskurs bringt, aber es darf sich nicht die Arbeit allein an dem dann messen.